Willkommen zurück hier zum Let's Play von Tales of Zestiria. Ja, dieses verdammte Spiel, ey, das treibt mich langsam sicher in den Wahnsinn. Warum? Ja, weil es ständig irgendwie, übrigens, schönes Erdsymbol hier im Speicherpunkt, weil es ständig irgendwie, stimmt's überhaupt? Ja, tatsächlich, fällt mir erst jetzt auf, dass ich dachte immer, es sehe nur ähnlich aus, aber es ist tatsächlich das Erdsymbol. Nee, zurück zum Spiel, also ganz einfach aus dem Grund, weil es einfach ständig unberechenbar ist. Ich denke mir immer zu, ja, jetzt passiert wohl das und nee, kannst vergessen. Jetzt, wenn ich denke, jo, jetzt passiert wohl das hier, aber jetzt mal das Spiel, geht da lang und ich so, hä? Das Spiel so, okay. Also in der Hinsicht, es ist schon episch, keine Frage, aber in der Hinsicht treibt es mich langsam echt in den Wahnsinn. Weil ich nie weiß, wie geht's genau weiter. Ich meine, jetzt könnte echt irgendwas passieren, dass Alicia gleich drauf geht oder sie plötzlich amatisieren kann und Rose nicht mehr zurückkehrt. Ich würde es dem Spiel zutrauen. So, aber egal. Das ist nur so meine persönliche Einschätzung. Gemacht habe, Offscreen dann ganz nachgeguckt, wegen Modeerscheinungen. Gut, so wie bleibt wie er ist. Was ich geändert habe, sind die anderen 4 Seraphim. Und zwar, weil aktuell sowieso eher so eine bedrückende Stimmung, oder? So ein bisschen schwarz-weiß-mäßig und deswegen, also eher schon ein bisschen Grauschleier. Tja. Junger Wasserseraph, alternative Farben. Blau-Weiß, muss sagen, steht noch ganz gut. Bei ihr, ja, Feuermaid, ja, die Farben, gut. Feuer hat ja eigentlich höchstens in Farben ein bisschen und da auch eher ein bisschen wenig, deswegen ganz in Weiß passt auch für sie, gar nicht mal so übel. Das kennen wir da, das ist schon immer eine süß mit alternative Farbe, passt auch weiter, wie ich finde. Zavida, ja, ist halt einfach der Anzug von Dessel, einfach eine andere Farbe. Aber ich denke mal, kann man ruhig mal testen, wa? So, genug davon, weiter geht's. Suchen wir Alicia. Wie geht es ihr wohl? Alicia. Oh, 嫌だ。嫌だ、嫌だ。家に帰りたい。知らないよ。戦争も国も民も。陰口を言われるのも意地悪をされるのももうたくさん。王女も騎士もやめる。ナルトロでも誰でも勝手にすればいい。みんなのためにって頑張ってもいいことなんかなかった。何も。なのにそれなのに思っちゃうんだよな、戦争を止めたいって。なんか俺も同じ感じだから。騎士は守る者のために強くあれ、民のために優しくあれ。先生の言葉が耳から離れないんだ。きっと私を騙すための言葉だったのに。あの人が嘘を言ったとしてもアリーシャが受け止めた気持ちは本物だろ。それで今ここにいるアリーシャは間違いなく現実だよ。俺が保証する。みっともない現実を見せてしまった。ハイランド軍のことは任せてくれ。最後まで青臭くあがいてみせるよ。それが私だから。若いね。素であんなセリフを。すまない。何泣いてるわけ？あなたまで。だって感動して。なんか言った？別に。Was eine geile Szene. 残念ながら、あのお姫様の活躍の場はない。どういうことだ？もう怒ってしまったからだよ。ローランスとハイランドの衝突が。まさか。自分たちの目で確かめてみるといい。きっとあれの出現も見られるはずだよ。今度はそっちの仕事だね。
うぜ。仕事には仲間が必要でしょ。Ja, was ich da sagen wollte, epische Szene mit epischer Musik vor allem. Der Krieger kommt zu spät. Ist wieder im Team, Ali schon mal nicht. Man kann nicht alles haben. Ich weiß gar nicht, hat es ja eigentlich so. Was schon immer mit Zoe gleich auf? Ich glaube schon, war. Ich glaube immer relativ gleiches Level, aber. Sonst ein bisschen hinterher, aber ist egal. Also ein bisschen weniger Punkte, halt Erfahrungspunkte. Mode, wenn ich schon dabei bin. Rose hat sie auch etwas Neues. Uah. Ja gut, sie ist nicht unbedingt Mila. Das wäre vielleicht mal eine Idee, aber dafür sind die Haare zu kurz. Wenn sie ein bisschen länger wären, würde es besser aussehen. Ja. Nee. Sieht ein bisschen doof aus und vor allem beide zusammen wären. Also Grace F steht ja auch nie, das hatten wir auch schon mal. Ja, versuch mal das, alternative Farben. Kann man ruhig machen, finde ich. Jojo, geht. So, was? Ich glaube, Frank muss ja jetzt ein Viech hergekommen. Was? Was ist das gerade? Mimik-Zombie, Unto-Panzel 5 und 4. Wo kommt der jetzt auch her? Wieso erst jetzt? Ich bin verwirrt, ja so verwirrt. Verdammte Monster, verarsch mich ständig. Alter, dreifach Fall, hau natürlich rein. Fallsturm! Blasenpfeil! Wenn noch viel aus war? Hatten das irgendwie so ein Bossgegner oder wie? Ach so, deswegen, hä, Aderverteilung natürlich so hoch, dann könnte man sparen, wa? Das wäre super. Ne, mach's lieber so. Ja, geht schnell und ich spare ein bisschen SK und S, je nachdem natürlich. Und noch allen gut. Ich muss die SK laden. Wolfwindzahn! Wolfszahn! Was Wolfszahn? Nee. Was anderes im Kopf. Die Technik von Yanchu aus Dragon Ball. Ich jetzt langsam mal drauf, Alter. Der hat viel aus. So. Ja, Layla und Rose ein bisschen anders amortisiert. Okay, er ist ein Zombie, Truhenzombie. Das ist auch mal etwas Interessantes. So, ich hoffe jetzt mal, dass ich hier porten kann. Das wäre ja eigentlich mal ganz nice, wa? So. Da fangen wir natürlich, da gibt es mittlerweile noch ein paar neue Sidequests, weil, scheinbar sind wir jetzt, kann man so sagen, im letzten Drittel des Spiels angekommen, Freunde. Das heißt natürlich für uns, dass wir noch, wenn es geht, natürlich so Sidequests komplettieren wollen. Gut, Schmelztiger haben wir natürlich noch ein paar. Vermute, bevor ich es überhaupt machen, noch ein bisschen trainieren muss in einzelnen Charakteren. Das natürlich sowieso. Aber ansonsten noch ein paar Sidequests bezüglich halt den mystischen Arten, also vor allem auch Kombi-Arten. Es können zum Beispiel irgendwie Zoe und Miklo können eine gemeinsame Kombo-Arte fahren. Oder auch Rose und Zoe, wenn beide aromatisiert sind, können sie auch eine gemeinsame Kombi und so weiter machen. Das wäre natürlich schon extrem geil. Deswegen. Okay, porten kann ich so sogar. Jetzt mal gucken. Marlin geht auch. Wie weit kommen wir überhaupt? War da auf den Level senken? Nö. Aber hierhin darf ich anscheinend. So, versuchen wir es mal so, wa?
Eile schnell dahin. Ja, wieder Wind. Wieder Wind. Wieder so ein Thun-Zombie. Kann schon sein. Ach ja, die Szene zwischen Zoe und Alicia war echt geil. Der hat bloß noch der Kuss gefehlt. Laila, あれは生まれてしまった。 Ach du heilige Scheiße! Ich dachte gerade zuerst, hä? Weil im Prinzip kann man denken, Seraphim, Drache, müssen eigentlich Ethnas Bruder sein, aber nee, der wurde gerade echt geboren, der Drache. Ein Drache wurde geboren, das heißt, so ein Seraphim und so, so ein Drachen, logisch war. Da ist jetzt mir gerade die Frage, erstmal muss er überhaupt, sehe ich ihn überhaupt schon? Nee. Die andere Frage, was ist jetzt unser Schutzseraphim? Neruan ist immer noch. Welcher Seraphim ist denn. Vor allem er wurde geboren. Klingt das so, als würde Laila ihn kennen? Ach du Scheiße, du kriegst das ist ja einfach nur. Gut. Ja, wir brauchen sowieso ein bisschen Übung, wenn wir nachher gegen Ethnas Bruder ran wollen. Also, warum nicht jetzt? 10, 50, geil. Läuft. Das ist noch ein Drache, der verfluchte Scheiße. Als ob er gegen den Drachen eine Chance hätte. Da kommen wir nicht durch. Gegen einen Drachen muss das sein. Natürlich muss es. Halt den Drachen auf dem Schlachtfeld auf, ja, bist du wahnsinnig? Was machst du da? Soldat, wieso zitterst du so? Hey, sprich, hey! Der spricht nicht mehr. Sind aber gar nicht. Hallo, Kleiner. Wir sind Echsenkrieger. Kann gut trainieren hier, wa? Feuer, Wasser, passt. Krass. Ich geh noch ein bisschen. Ups. Level up, yo Mann. Jetzt geht's rund, Freunde, mit dem Wind schreiten. Wir müssen den Drachen aufhalten.
vollständig materialisiert. Ja, heilige Scheiße. Okay, die haben alle gleichen Schwächen. Nice! 空間移動も対応するから逃がさないで Die Untoten teleportieren. Das mag ich natürlich weniger gerne. Ist sowieso gleich down. Noch einer? Ich kann sagen, fehlt da noch einer? Feuerwand und vorbei, ja. Gut, ich schätze, wir nehmen alle hier noch mit, weil wir können das Training gut gebrauchen. Haben wir einen kurzen Prozess, Leute. Ja, Burning Echo bringt's ungeheuerlich. Die Musik. Wir begegnen unserem Schicksal. So, greift an. Mystische Mikluarte. Nice. Wir sind Ritter. Da fertig bin ich, seid ihr keine Ritter mehr. Jo, greif nur an, nichts dagegen. Also ein bisschen Esser. Doch nicht so viel, wie ich gehofft hatte. Untote? Ja, Mann! Ich bin ein Hexer! Ein Hexer ein bisschen. Arte sind geil, Mann! Wow, wow, wow! Ich darf teilweise aushalten. Das war's, Kumpel. Oder auch nichts. Haut einfach ab. Mann, wieso kann ich jetzt nicht aus? Also kann ich sie blocken, teilweise aber auch nicht. Der war jetzt ein bisschen stärker. Junge! So, immer so. Junge! So, wir müssen alle aufhalten. Also ich kann es doch. Das ist aber sehr selten eingesetzt, mystische Arte. Also vor allem amatisiert halt. Ich wüsste doch zu gerne, wie viele S es jetzt hatte. Man macht es echt erst, wenn sie irgendwie wo 5 oder 6 S hat. Erst dann setzt sie halt eine amatisierte Arte ein. Ich werde gar nicht Urteilslammi ist. Inhaltslammi natürlich, Entschuldigung. Du kannst abhauen, aber du kannst nicht verstecken. Wow, das hinter mir einfach. Da war es auf dem Kasten, muss ich zugeben. Trotzdem zu wenig für uns. So, wo ist der? Ich hatte gerade wegen dem Drache. Aber sonst Singer ist in der Art.
Ich muss zugeben, diese Hexer, die haben es echt noch drauf. Aber ich habe mehr drauf. Aber wenn ich nur einen treffe. Das was hältst du? Setzen selber Feuer an, aber sind schwach dagegen. Weggeboostet. Boom! Und nochmal ein Level up. Was? Geniestab? Also wenn überhaupt ist wohl eine Waffe für Mikliober. Ja, und Wasser. Ja gut, da reicht so mal Fertigkeitsblatt, aber ist nichts bei Wasser, dann natürlich umso besser. Aber sonst können noch ein paar Waffen zum Upgraden. Glaub nicht, wa? Nö, passt soweit. Geil! So, mal ganz kurz hier wieder ein paar Truhen plündern, hoffentlich keine Fake-Truhen. Ja. Ist auch kein Fake, aber dafür trotzdem irgendwelche Lehme-Truhen. Und dann, Freunde, würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Nächsten Part dann, also gegen den Drachen, sehr wahrscheinlich. Und das wird einfach nur richtig episch und richtig übel. Und, richtig übel. In der Hinsicht, würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen. Und, ja, bis zum nächsten Mal, wa? Mal gucken, so wieder kann ich mal etwas vertragen. Arte, sonst hier, wenn er amatisiert ist natürlich. Ich glaube, er hat sonst keinen neuen. Ah, Donnerbeast. Höheres verborgenes Arte von Löwengeheul. Klar, mein Löwengeheul ist Erde, oder? Was kommt hier? Donnerbeast mit Wasser und Wind. Okay. Kriegsarte kann ich also nicht beeinflussen. Das sind auf dem normalen Standard. Und den großartigen Verbrauch. Den amatisiert habe ich die noch. Wind fehlt mir noch etwas. Verdammt, wann kommt das endlich mal? Muss man in Kombination mit Savida kämpfen? Oder gibt es so, mit ihm kämpfe ich recht selten, aber es liegt daran, dass mit Wind und so... Der Wind selbst ist schon geil, aber es irgendwie amatisiert es im Nahkampf einfach ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, nicht übel zum Steuern, nee, ist einfach... Halt schwieriger zu treffen, ist nicht unbedingt so mein Kampfstil. Ich bin dann doch eher mit Feuer, Wasser, um auf Distanz zu halten, oder Erde halt, um richtig reinzuhauen. Naja. In dem Sinne, Leute, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!